Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, die letzte Reaction in diesem Jahr zur Pressekonferenz nach dem Spiel beim FC Heidenheim. Wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue, ja. Und damit gehen wir auch direkt rein in den Bums hier. Abfahrt. Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel hier in der Voith Arena gegen den FC Bayern München. Ich begrüße dazu ganz herzlich an meiner Seite die beiden Cheftrainer vom FC Bayern München, Vincent Kompany, genauso wie unseren FCA-Cheftrainer Frank Schmidt und Herrn Kompany als... Hey, ist, glaube ich, der erste Bundesliga-Club, wo ich mal Schuhe sehe. Sonst siehst du immer nur Coke, Wasser oder Bier. Gästecoach gebührt das erste Wort zum Spiel. Ihr Fazit. Er sagt doch eh nichts, er wartet auf die Fragen. Gleich die Frage bei mir. Ist er? Das ist immer Okay, dann kein Problem. wird man zunächst mit dem Fazit oder anschließend mit unserem Cheftrainer weitermachen und sein Fazit zum Spiel bitten. Ja, fix. Ja, Glückwunsch erstmal an Winnie, unserem FC Bayern zum Sieg, zum verdienten Sieg. Da gibt es keine Zweifel. Ich denke, das ist klar. Ja. Das sieht man auch in den Statistiken. Wir wollten es kompakt halten oder immer mal wieder mutig rausschieben, was uns in der ersten Halbzeit gar nicht gelungen ist. Ich fand, wir haben es zu kompakt gehalten, vor allen Dingen ganz hinten mit einer Dreierkette und mit dem Doschi auf der 6 war es oft so, 4 gegen 1 oder 4 gegen 2. Dadurch haben die Bayern auch im Mittelfeld die Hoheit gehabt und haben den Ball gut laufen lassen. Trotzdem ärgerlich, die Gegentore, die sind aus meiner Sicht dann zu einfach, auch wenn die Bayern das so wollten. Schon beim Eckball müssen wir den Ball nicht zum Eckball klären. Und die Bayern spielen oft eben diesen Ball Richtung zweiten Pfosten. Wir verlieren das erste Duell und im Zentrum können wir den quergelegten Ball auch nicht klären. Ähnlich beim zweiten Tor, da stehen wir uns selber im Weg, laufen uns über den Haufen und dabei kommt wieder quer vors Tor und 2-0. Das ist natürlich schwierig bei der Dominanz der Bayern, das Ganze nochmal zu verändern. Und trotzdem haben wir es uns vorgenommen in der Halbzeit, haben umgestellt, haben es dann tatsächlich offensiver gestaltet. Müssen aber ehrlich sein, richtig. ich glaube, Harry Kane hatte die Chance von der rechten Seite, wo der Ball knapp am langen Pfosten vorbeigeht. Aber dann, wenn wir heute was mitnehmen wollen, wenn wir das Spiel verändern wollen, wenn wir hier im letzten Spiel des Jahres nochmal richtig Alarm haben wollen, dann müssen wir das 1-2 machen. Wir hatten vor allen Dingen 2 richtig gute Möglichkeiten. Und gerade Sissi Conte hat man gesehen, wie wichtig er ist mit seinem Tempo, dass wir da auch die eine oder andere Situation über den Flügel gehabt haben, wo wir dann die Chancen auch rausspielen. Wie gesagt, Ari, vielleicht wollte er seine Bayern nicht wehtun, weiß ich nicht. Und Bomber hatte die große... War schon, also der von Ibrahimovic, den musste halt aufs Tor wenigstens bringen. Ja. Das war schon eine 100%ige, ja. Chance, den Anschlusstreffer zu machen. Hätte, wenn und aber. Ich glaube, dann hätten wir hier mal wieder so einen Abend haben können, den wir schon so oft erleben durften. So kriegen wir noch 2 Tore. 0-4 hört sich dann echt bitter an. Ich finde, so war das Spiel dann nicht, wie sich das 0-4 anhört, weil wir dann einfach die Chance hatten, auch den Anschlusstreffer zu machen. Aber nichtsdestotrotz... Naja, es war schon so, wie es sich dann auch anhört. Ja, sorry, da muss ich widersprechen. Also erste Halbzeit, denke ich, war Heidenheim mit dem 2-0 gut bedient, auch wenn wir nicht die Chance auf Chance rausgespielt haben. Wir waren die klar bessere, mit Abstand bessere Mannschaft. Das war ein Klassenunterschied. Die haben halt gar nichts gemacht, außer hinten drin gestanden. Die haben nicht einen Entlastungsangriff gehabt, gar nichts. Zweite Halbzeit, habe ich gesagt, haben das ordentlich gemacht nach der Pause, so 25 Minuten. Ja, haben ein bisschen lange Bälle gespielt, haben die zweiten Bälle teilweise erobert, dadurch mal eine Halbchance rausgespielt. Aber ey, am Ende war es ein Torschuss. Ein Schuss, der aufs Tor ging. Ja. So, das gehört halt auch zur Wahrheit. So. Ja, es waren noch 1, 2 gute Dinger dabei, die, wenn man die ein bisschen besser abschließt, der Ball auf jeden Fall aufs Tor kommt. Dann muss man mal gucken, ja, wie ein Ubich da reagiert. Das Ding an die Latte, ja, na klar, so, das war wie bei uns der Pfostenschuss von Heavy. Aber am Ende, ja, denke ich schon, dass das 14-0 auch völlig in Ordnung geht, ja. war es ein verdienter Sieg, da gibt es nichts dran zu rütteln. Und deswegen, ja, schade, dass wir dann den Anschlusstreffer nicht gemacht haben. Schöne Weihnachten alle zusammen. Danke, Frank. Und jetzt gerne eure Fragen an beide Trainer. Wer möchte den Anfang machen? Bitte um kurzes Handzeichen.
Dann hier vorne erste Reihe, Frank Linkesch für den Kicker. Bitteschön. Herr Kompanie, hallo. Glückwunsch erstmal zur feststehenden Hinrundenmeisterschaft. Gibt es denn aus Ihrer Sicht noch Zweifel an der Titelverteidigung in der Meisterschaft? Und eine zweite Frage noch, Sie haben heute Cassiano Chiala und David Daiber noch kurz zumindest debütieren lassen. Was ist denn künftig von... Also, wir küren den Meister jetzt nach 15 Spieltagen, wenn noch 19 kommen oder was. Das ist schon wild. Ja, das ist wirklich schon wild. Ich meine, wir wollen es nicht hoffen, ja, wir gehen auch nicht davon aus, dass diese Mannschaft einbricht in der Rückrunde. Ja, 100% ausschließen kannst du nichts. Ja, jetzt, hier, wir klopfen auf Holz. Keine Ahnung, sollte sich ein Harry Kane verletzen, so, dann bricht schon mal ein harter Teil weg, so, ja. Dann würden wir uns wahrscheinlich noch mal ein bisschen schwieriger tun gegen tiefstehende Gegner, auch wenn das gerade gut verteilt ist auf den Schultern mit Diaz und auch Michael, selbst Serge. Ja, guckt euch mal die Scorerliste in der Bundesliga an. Da belegen wir die ersten 4 Plätze. Also, das ist nicht so schlecht, ja, aber wir müssen die Kirche auch mal im Dorf lassen, Alter. Ja, klar, wir haben 9 Punkte Vorsprung nach 15 Spieltagen. Nichtsdestotrotz fangen wir nicht an, am 15. Spieltag einen Meister zu küren, Alter. Von diesen zwei Jungs vielleicht zu erwarten? Aus meiner Sicht fangen alle Mannschaften wieder an mit 0 Punkten im Januar. Und dann geht es wieder los, müssen wir wieder weiterhin sehen, dass wir unsere Siege holen. Und ich glaube, es geht nicht immer nur, also es geht immer über Titel, ich weiß, aber wenn man viel gewinnen will, dann muss man auch ganz schnell vergessen, wie viele Punkte wir jetzt vor sind oder hinten und einfach weitermachen. Gas geben bis zum Ende und dann schauen wir mal, wo wir sind. Und ja, Daiber, Chiala, das sind Jungs, die schon fast 8 Monate mit uns trainieren. Also die haben richtig viel Erfahrung. Ich wollte gerade sagen, haben wir doch auch schon gesehen. Also wer sich mit dem FC Bayern ein bisschen auseinandersetzt, sollte die beiden Namen auf jeden Fall kennen. Erfahrung aufgebaut, aber im Training. Die waren immer wieder im Training gegen Harry Kane, im Training gegen Jo Kimmich, gegen all diese Spiele, die wir haben. Und deswegen, wenn die auch reinkommen, das sind Spiele, die ablaufen kennen und die wir vertrauen können. Und heute war von Gefühl her so ein bisschen, also diese Woche war von Gefühl her so ein bisschen wie so eine Corona-Woche, wo man immer Angst hat, den Doktor zu sehen, den Arzt zu sehen, weil es immer schlechte Nachrichten gekommen sind. Die machen tolle Arbeit, aber es war einfach eine ganze Woche mit so dieser Adventkalender, aber mit schlechten Nachrichten jede Woche, jeden Tag. So von Montag eine Spiele verloren, Dienstag eine Spiele verloren, Mittwoch und dann heute noch 2 heute Morgen. Und dass die Mannschaft dann die Energie bringt und dass man dann über das Spiel redet, klar, hat Heine ein paar Möglichkeiten gehabt heute und dann haben wir die Torwart gehabt, die auch gut gehalten hat. Aber was ich meine ist, wir haben trotzdem Bayern München gesehen, obwohl 9 Spiele nicht da waren und das ist für mich wichtig. Ja, true. In der dritten Reihe einmal Name und Medium nennen, bitte. Hallo, Vincent Schirpke, Münchner Merkur TZ. Auch eine Frage an den Company. Wie fällt Ihr Fazit zu diesem Jahr aus und wie fällt Ihr Fazit zu diesem Jahr? Resümee? Resümee for this year? Resume, wie fällt das aus? Und was ist der Schlüssel dazu, dass Partien wie heute letztlich auch so deutlich und souverän gewonnen werden? Ja, also wir haben auf jeden Fall viele Spiele gewonnen dieses Jahr und vom Gefühl her haben wir auch viel Momentum gehabt. Dann haben wir natürlich in ein paar wichtige Momente nicht unsere Ziele erreicht, trotzdem zwei Titel geholt, darf man nicht vergessen. Aber ich finde einfach, wir haben eine gute Basis. Wenn die nächsten Spiele jetzt kommen, haben wir wieder auch Jamal dabei und Fonsi ist wieder da, Ito ist wieder da, die haben alle jetzt schon eine Rolle gespielt, außer Jamal natürlich. Und für mich glaube ich, am Ende des Jahres ist es natürlich nicht Ende Saison. Also jetzt ist keine Bilanz, die wichtig ist, es ist nur, wir haben eine gute Basis gelegt. Ja, true. Ich glaube, in der vierten Reihe war noch mal eine Frage. Doch, keine mehr. Okay, alles klar. Dann gehen wir zu Thomas Jenscher für die Heidenheimer Zeitung. Bitte schön. Hier vorne.
Frage an Frank Schmidt. Jetzt überwintert man leider auf einem Abstiegsplatz. Die Vorbereitung ist nur kurz. Was gilt es in allererster Linie jetzt zu reparieren in dieser Zeit? Zunächst mal habe ich was gelernt gerade. Alle fangen bei Null an, das gefällt mir. Also wir sind wirklich 17. Das nehmen wir natürlich mit, das wissen wir auch. Aber ich habe es draußen schon gesagt, entscheidend ist jetzt nicht unbedingt unsere Punktezahl, weil wir haben eben diese Siege, wir haben viel zu wenig Siege, um eine bessere Situation zu haben. Aber der Abstand nach vorne, denn da brauchen wir jetzt nicht allzu große Fantasie, dass man sagen kann, das ist nicht möglich für uns. Aber wir müssen uns steigern, wir sind nicht zufrieden mit dem Jahr. Insgesamt, es war, wie gesagt, mit der Relegation haben wir gehofft, das so ein bisschen abzuschütteln mit dem Last-Minute-Treffer, um dann insgesamt eine bessere Saison zu spielen. Das ist uns nicht gelungen, aber ein Stück weit auch erwartbar, dass wir kämpfen müssen in den Regionen um den Klassenerhalt. Das Entscheidende ist, dass wir diesen Kampf insgesamt ausweiten und wissen, das geht bis zum Schluss und wir müssen immer zum richtigen Zeitpunkt dann es auch schaffen, wie mit dem Sieg gegen Freiburg und davor gegen Union Berlin, dann regelmäßig zu punkten. Aber wir müssen an allen Themen arbeiten. Die Pause ist kurz. Es ist wirklich so, das ist jetzt 2 Jahresende. Aber natürlich gehen wir jetzt bis zum 2. Januar, machen wir auch frei. Die Spieler kriegen natürlich einen Plan, aber wir müssen uns einfach morgen nochmal auch, wenn wir zusammenkommen, ausrichten, dass wir wissen, was auf uns zukommt. Gleich wichtige Spiele zu Hause gegen Köln, in Mainz. Und da kann man auch schon wieder die Weichen so stellen, dass man eben mit mehr Selbstbewusstsein, mit mehr Aussicht auf Erfolg in die Rückrunde geht. Und das wird unsere Aufgabe sein, dass wir an uns glauben, dass wir auch viel mehr jetzt auch eine Stabilität in Form von Aufstellung, in Form von DNA auf den Platz bekommen, was uns auszeichnet. In der zweiten Halbzeit waren wir 2-0 hinten. Wir mussten Risiko gehen und die Mannschaft hat nichts mehr zu verlieren gehabt und sie hat es ordentlich gemacht. Sie hat es gut gemacht und hat die Chance gehabt, auch mit einem Anschlusstreffer zurückzukommen. Und trotzdem, hinten raus kriegen wir nochmal 2 einfache Gegentore, weil wir den Passweg nicht schließen, weil wir zu früh runtergehen, grätschen und die Bayern nutzen das in dem Moment dann einfach aus. Also, das werden wir Revue passieren lassen und werden einfach 1-2 Schritte jetzt mal zurückgehen und dann mit Anlauf in die Vorbereitung gehen. Die wird kurz und knackig. Und dann bin ich überzeugt, wenn wir uns daran orientieren, bei dem Heimspiel gegen Augsburg, Heimspiel gegen Freiburg, heute die zweite Halbzeit, dass wir uns auch Torchancen erspielen können und dann auch das Tempo haben, um dann auch in der Bundesliga zu Torchancen zu kommen. Und da gehen die Themen nicht aus und da muss jeder mit anpacken und wir müssen weiter den Weg geschlossen gehen, weil dann haben wir eine Chance, am Ende die Liga zu halten. Nochmal Vincent Tschöpke, 3. Reihe, Münchner Merkur, bitte. Ja, nochmal eine Frage an Herrn Company. Es steht ja jetzt eine Pause an. Wo sehen Sie noch Verbesserungspotenzial fürs nächste Jahr, vor allem auch mit Blick dann auf die entscheidende Phase Februar, März, April, Mai, um da in Topform zu sein? Ja, grundsätzlich als Trainer muss ich immer sagen, alles kann besser, aber wenn ich jetzt objektiv schaue, dann muss ich sagen, dass wir natürlich, also wir schießen so viele Tore, also ich meine, das dürfen wir nicht vergessen, das dürfen wir nicht verlieren, auch wenn wir das eine oder das andere besser machen wollen. Und Sie haben auch über die Standards defensiv gesprochen. Natürlich gegenüber sind wir Standard offensiv sehr stark, aber ich meine, insgesamt wissen wir, wo die Mannschaften schauen, also Standardsituationen, Counters. Wenn die Fokus total hoch ist, dann haben wir eigentlich immer wieder sehr stabil verteidigt auch in dieser Situation, aber die manchen Momente, weil unser Spiel natürlich so viel Dynamik hat, hast du manchmal in dieses Chaos immer diese Gefahr. Und dann die Ruhe zu behalten und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, ja klar, das wollen wir besser machen, aber ohne dass wir verlieren, was uns stark macht. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Einmal der Nehmann, bitte, ebenfalls Namen und Medium nennen. Marius Epp von Absolut Fußball, hallo. Frage an Herrn Company, ohne Jonas Obig wäre es heute vielleicht noch mal ein bisschen spannender geworden. Man hat den Eindruck, der FC Bayern... Ohne Torwart ist immer spannend. Das stimmt. Tut mir leid, aber ich sage es immer, wenn ein Torwart von uns mal den Ball hält, dann muss ich da die ganze PK übersprechen. Also nicht nur in dieser Situation, aber klar, Obig, Manu Neuer und ja. Mein Schuld, ich habe deine Frage unterbrochen. Alles gut. Er hat gut gehalten. Man hat den Eindruck, der FC Bayern hat einen Torwart für die Zukunft schon gefunden. Was beeindruckt Sie am meisten an diesem jungen Spieler und wo kann er sich konkret noch verbessern? Ja, dann werde ich auch ganz seriös deine Frage beantworten. Und es ist ja natürlich,
war es nicht einfach für Jonas, der ist von Köln gekommen, hat da auch nicht gespielt in dieser Zeit, aber wir waren überzeugt, Michael Rechner, die Christoph Freund, Max Ebel waren alle überzeugt, dass er in der Zukunft eine ganz starke Torwart wird für Deutschland, auch nicht nur für uns. Und dann kommt natürlich seine Persönlichkeit dazu. Was ich meine ist, der Junge hat viel gelernt von Manu schon, aber der hat auch unheimlich viel gearbeitet im Training. Also es ist richtig ein wie sagt man das? Früher hat man so Campschwein gesagt. Also es ist auch seine Persönlichkeit. Er ist nie zufrieden im Training, wenn seine Mannschaft verliert. Also es ist nicht alles nur schön Fußball. Das ist auch eine große Charakter, die sich in die Zukunft auch weiterentwickeln wird, die jetzt im Moment ruhig aufbaut, mit, nach meiner Meinung, einer der besten Torwarte aller Zeiten. Und ja, ich glaube, seine Entwicklung ist interessant und die Kombination mit Manu passt auch perfekt. Florian Eisele für die Hoffen wir es mal. Allgemeine, bitte. Auch eine Frage an den Company. Max Eberl hat vorhin nochmal gesagt, dass die Club-WM eigentlich dazu beigetragen hat, dass die Mannschaft sich gefunden hat, nochmal weiter stabilisiert. Das haben viele im Vorfeld ja anders gesehen. Stichwort Belastung. Ja. Wie ordnen Sie diese Club-WM rückblickend ein? Ja, ist ganz interessant, weil das war natürlich, keiner hat das noch miterlebt. Also du bist Trainer von einer Mannschaft, nicht Nationalmannschaft, und auf einmal musst du einen Monat WM machen. Ist auch mal was anderes. Also da hast du keine Verein hat Erfahrung damit. Aber was wir gelernt haben... Naja, uns hat es auf jeden Fall nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Ja. Natürlich jetzt hinten raus die Belastung, das merkst du natürlich ein bisschen. Ja, dann holst du halt immer nur einen Punkt gegen einen Gegner, den du vielleicht einfach besiegen musst. Aber dadurch, ich denke, am Ende, ich will es jetzt aber sagen, überwiegen die Vorteile einfach. Ja, was uns die Club-WM gebracht hat, das muss man einfach so sagen. Ist, dass wir einfach einen Monat ganz gut zusammenleben können, dass wir das auch genießen. Und dann steigst du in diese Saison rein, auch mit einer total neuen Information, hast du fast keine Vorbereitung und musst du sofort anfangen. Und wenn wir sprechen über wie viel wir gewonnen haben, dann sagen wir auch, aber wir haben die vier Freundschaftsspiele auch gewonnen in Vorbereitung. ohne dass wir einmal im Wald laufen waren oder richtig Training gemacht haben, wie wir das hören in einer Vorbereitung. Wir haben einfach weitergemacht. Jetzt sind wir 5 Monate weiter. Und dann muss ich sagen, dass wir trotzdem, ja, also diese hohe Belastung kannst du nicht schaffen, ohne dass du die Karte nützt. Also das will ich ganz deutlich sagen. Also es waren sehr, sehr viele Spieler. Ganz schnell aufeinander, und wenn wir nicht die Kader haben und ein bisschen natürlich Qualität von unserer medischen Performance-Abteilung, aber wenn wir da 2, 3 Spieler haben, die nicht der Mannschaft weiterhelfen können wegen Verletzungen, dann ist es schon, dann ist die Belastung schon sehr hoch. Aber wir haben eigentlich da keine Probleme gehabt und sind eigentlich ganz stark durchgekommen, außer diese Woche. Ja. In der letzten Reihe war noch mal eine Frage. Das gehört auch Bitte schön. dazu. Johannes Berner von der Bild-Zeitung, Herr Company. Max Eberl hat gerade vorhin gesagt, er kann das Telefon nicht ausstecken, weil sonst können Sie ihm nicht schreiben. Finden Sie jetzt in der nächsten Zeit als Trainer Zeit da zum Abschalten? Kann man da komplett loslassen davon, oder eben bereitet man dann auch schon diese Punkte Junge, hast du denn die PK nicht vor dem Spiel geguckt? Ja, das ist doch schon beantwortet. vor, wo Sie jetzt angesprochen hat, wo noch Verbesserungsbedarf ist? Ich glaube, ich habe ungefähr das Gleiche vor wie Frank, trotzdem morgen nochmal richtig Gedanken zu machen über, was wir bis jetzt gemacht haben, was wir in Zukunft machen wollen. Und dann brauchst du einfach 3, 4 Tage, bevor du überhaupt normal wach werden kannst. Also ich weiß nicht, wie das ist bei dir, aber ich brauche 3, 4 Tage und dann auf einmal hast du das Gefühl, okay, es könnte sein, dass es jetzt Urlaub ist. Und danach ist es einfach, und ich habe 13 Jahre in England Fußball kennengelernt, und also was wir hier haben mit dieser Pause, das ist schon wichtig. Nicht nur körperlich, aber auch mental für die Jungs. Also wirklich, ich hoffe, dass die Jungs das genießen, schätzen und dass sie ganz gesund zurückkommen. Ja. Damit alle Fragen beantwortet. Dann darf ich mich noch unserem Trainer anschließen. Schöne Weihnachten, guten Rutsch. Wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dahin. Danke. Ciao, ciao. Leute, den schließe ich mich auch an.
Schöne Weihnachten, frohe Weihnachten und schon mal guten Rutsch für die, die ich nicht mehr sehe. Für alle anderen, morgen 18 Uhr live auf Twitch. Schaut vorbei, dann werden wir ein bisschen Fazit zur Hinrunde ziehen. Tschüssi, rot-weiße Grüße. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.